Der Landrat sagt, dass er die Klage schön wegen einen Hummerl zurückgezogen hat und dass er an Berli das seiner Letter nicht nachsehen wird. Der, wo an Flori sein Tankstelle verkauft, kommt dahinter, dass da eine neue Straße gebaut wird und verlangt um 60.000 Euro mehr. Als Bummel leicht aber sein Burm den Diretare und die Handelschaft wird notarisch. Der Pfarrer kassiert von der Josie einen Strafzettel und wünscht sich von Herrgott, dass die auch einmal etwas falsch macht. Das geschieht auch gleich und er kann gerade nur das Schlimmste verhindern. Danach findet er auf der Gasse ein Los von der Radiolotterie und gewinnt 10.000 Euro und spendiert das den armen Leuten. Dabei hat das Los Kathi mit ihren Freund gekauft und der Wind hat's er verdrungen. Schließlich hält er seiner Schwester für, dass das ein Todsünd ist, bis er sich über ein Like im Fratzenbücher gefreut. Auf das Aufe schreibt sie ihm so einen schierchen Kommi als Netz ein, dass ihm selber so geht. Bei einem Unfall auf der Straße spürt der Mike, wie wichtig das ihm sein Gespuse ist und drum möchte er's heiraten. Für das tut er in einen Kerstorten ein Verlobungsring ein und geht ihr zum Essen, aber sie schlägt den Ring ab. Im Spital finden sie aber raus, dass das schön der Kirschkern gewesen ist. Schließlich nimmt sie nachher den Heiratsantrag an. Erika möchte mit Hummerl wieder gut werden und schenkt ihm einen Gartenzwerg von ihrer Mutter. Die tut er so, wie wenn sie sich Mordsmasse drüber gefreut. Und drum kriegt's gleich nur mal ein Dutzendsächerne. Zum Glück haut der Pfarrer die allesamt UFO-Sengs zusammen. Aber er muss wieder zusammenpicken und in seinen Garten aufstehen. Davor haut's aber der Flori nachher endgültig als ein Psuffener in der Finstern zusammen. Die Landweiber in einem Christkindlmarkt muss ausfallen, weil die Standeln der Feit haben. Der Brei spendiert er dafür Neiche und das ist aber der Bürgermeisterin gar nicht recht.